Servus und willkommen zu einer neuen Runde Clash of Clans. Heute geht es um den wahrscheinlich letzten Teil des Weihnachtsupdates. Oh, das sind wir falsch. Hier. Clash Weihnacht Eismagier. Jetzt war ja die Frostfalle und das Weihnachtspräsent. Und der letzte Teil wird jetzt wahrscheinlich der Eismagier sein. Friere Gegner mit dieser legendären Truppe ein. Die ist ja aus Clash Royale. Aber die ist wieder nur für kurze Zeit verfügbar. Was ich wieder recht schade finde. Also ich finde die Truppe da auf jeden Fall besser in Clash of Clans passen als jetzt zum Beispiel in Baby Dragon. Also als Übergang von Clash Royale. Und schauen wir mal, Schaden pro Sekunde 200, Trefferpunkte 200, Ausbildungskosten 1500 Elixier, Ausbildungsdauer 30 Sekunden. Bevorzugtes Ziel, der geht nur auf Verteidigungen, das kennen wir ja aus Clash Royale, der wurde verlangsamt. Schadensart Flächenwirkungen, Ziele Boden und Luft, Wohnraum 4, Geschwindigkeit 16. Dieser legendäre Magier verlangsamt die gegnerische Verteidigung mit vernichtenden Eisscherben, nur für kurze Zeit verfügbar. Ja, ich habe jetzt einmal ein paar ausgebildet, das ist für den zweiten Fight so eine kleine Go-Wiwi-Mischung. Und da habe ich jetzt einmal 60 Eismagier, habe leider die Queenie zur Verfügung, die wird nämlich gerade auf Level 41 geupgradet. Und in der Clanburg habe ich normale Magier, weil wir gerade festgestellt haben, dass man Eismagier nicht spenden kann. Dann fragen wir jetzt mal, ob vielleicht irgendjemand Lust hat auf einen kleinen Freundschaftsfight, bevor ich einen normalen Fight ausprobiere. Und da haben wir noch ein Herausforderungsereignis, gewinne Mehrspielerkämpfe. 12 Eismagier müssen benutzt werden. Belohnung sind 300 EP, 30 Juwelen. Und ich schaue, dass ich das am Heiligen Tag mal schaffe. Dann greifen wir mal an Fabio. Ich habe jetzt das Dorf noch nicht gesehen. Rathaus 10er. Reikimmer. Die normal. Es wird jetzt halt interessant werden. Einen Sprung habe ich. Gott, wo gehen wir da jetzt am besten rein? Gehen wir da rein. Und ich würde sagen, nehmen wir einen King, der wo tankt. Normale Magier. Und jetzt halt einfach bloß ganz schnell die Eismagier hinterher. Oh, wow, wow. Wie das ausschaut. Und jetzt einen Warden. Den zünden wir gleich. Erster Wut, zweiter Wut. Dann schauen wir, dass wir... Oh, ich habe jetzt Clanburg-Truppen, oder? Haben wir noch ein Gift drauf. Oh, die Magier, die gehen richtig ab. Ah, die Riesenbombe, die halten es natürlich nicht aus. Oh, King, fast vergessen zu zünden. 41%. Aber ich habe halt einfach nichts zum Tanken. Das ist das Problem. Ja. Also da haben wir noch einen Freundschaftsangriff, da wird jetzt ein Rathaus 8er angegriffen. Aber mit nur Eismagiern kommen wir auf jeden Fall auf einen halbwegs normalen Rathaus 11er keinen Stern holen. Das ist einfach unmöglich, weil da am Ende die Magier gehen nicht aufs Rathaus, die gehen ja nur auf die Verteidigungsgebäude und da fehlen am Ende einfach die Prozente. Wenn man nur die Verteidigungsgebäude wegholt, also beim Rathaus 8er, da hat es jetzt durch Glück doch nur einigermaßen funktioniert, aber schaut hin, die Riesenbombe, ja, das ist, na, halt doch noch ein bisschen Glück gehabt, dass dann die Magier außen rumgelaufen sind und haben da noch ein paar Prozente weggeholt, da sind es wenigstens 50 geworden und natürlich bei den Helden, da macht der King das auch allein, habe jetzt zwar keine Queen nicht, aber es hat so auch noch funktioniert. Lassen wir es auslaufen. 10 Sekunden noch. 65% glaube ich sind es geworden. Aber bin trotzdem zufrieden. Ich habe eigentlich nicht gemacht, dass ich 2 Sterne hole, weil ich frage mich immer, wie die Magier in die Mitte laufen sollen. Dann habe ich noch einen normaler Fight gerade gemacht. Auch nur Eismagier und das ist zwar ein gerushter, naja, von den Mauern her gerusht, aber ihr seht einfach, da fehlen am Ende die Prozente. Die Eismagier, die laufen jetzt alle auf einem Fleck. Wenn der Flächenschaden kommt, schaut's nur, was der, so das Minenwerfer, glaube ich, hat jetzt riesen Schaden gemacht. Warden war eigentlich richtig gut gezündet. Da ist wieder Riesenbombe, fast halben Magier wieder erwischt. Da habe ich da freezen müssen, wegen am, schaut's hin, ja, wegen am Magierturm und dem, Minenwerfer, weil die so brutal viel Schaden an dem Magier machen. Da kann man eigentlich so keinen Stern holen.
Lassen wir es auslaufen. Da habe ich an der Seite noch mit den Magier ein paar Prozente geholt, aber gereicht hat es auch nicht. Ich habe noch meinen Giftzauber gesetzt, damit er weiter ist. Ja, 37%. Ich versuche jetzt einmal, das vielleicht mit einer anderen Kombi, vielleicht mit dem Go-Wiwi, dass da vielleicht ein Stern wird. Schauen wir mal. So, gerade eben den Fight auf einen Rathaus-10er gemacht und ich war echt überrascht. Also, schaut euch den Fight mal an. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich bin von oben reingegangen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche unbedingt Dunkles. Gehen wir von da rein, aber sonst glaube ich, wäre ich auch von da rein marschiert. Habe ein paar Magier dabei gehabt, dass wenigstens die Außengebäude weg sind, dass meine Eismagier und die Hexen in die Mitte laufen. Beim King habe ich jetzt schon Angst gehabt, dass der nach außen zieht, aber der ist dann umdreht. Und jetzt kommen die ganzen Eismagier und die Hexen. Dann, da habe ich zum Glück einen Ward noch nicht gezündet, wegen der Riesenbombe, weil normalerweise zündet ich den immer recht schnell. Wenn eine Riesenbombe kommt, da habe ich ihn gezündet. Erstens wegen dem Entfernen und zweitens, weil da die Frostfalle aktiviert wurde. Dann sind alle Truppen richtig schön mitgelaufen und schaut die Eismagier. Wenn die was vor sich haben, das wo tankt, machen die einen richtig guten Job. Da die erste Riesenbombe, die hat schon mal richtig weh, die hat einen Haufen Magier und Hexen erwischt. King muss in der Mitte zünden. Und jetzt schaut es halt immer noch ein paar Eismagier. Verlangsamen. Das Gebäude war schnell down. Und jetzt schaut es, wie viele Hexen das da leben. Ich fühle mich aber trotzdem ein bisschen verarscht bei dem Fight. Da geht die zweite Riesenbombe hoch, hat zum Glück neben meine Hexen erwischt. In der Mitte noch ein Eismagier, der geht jetzt down. Und da sind so viele Skelette jetzt auf dem Vormarsch. Ja, ob es jetzt 2 oder 3 Sterne... Da habe ich echt gemeint, dass 3 Sterne wären. Da haben irgendwie aus irgendeinem Grund da immer die Skelette, jetzt schaut's mal hier. Die haben irgendwie mitten laufen müssen, keine Ahnung warum. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist da eine Riesenbombe. Und jetzt kommen die Hexen. Ohne das, ohne die blöde Riesenbombe wären es 3 Sterne geworden. Ah. Aber egal, die Sterne sind mir nicht so wichtig. Aber sagt mal, mit der richtigen Kombi, da sind die Eismagier gar nicht so unnütz. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Haut's rein. Servus.